Hallo, das ist Vatalio und willkommen zurück zu Let's Play The Inner World auf Schweizerdeutsch. Okay, machen dort wieder, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Okay, wir haben jetzt herausgefunden, da unten hat es der Schneider, der das Babygewand für uns herstellen kann. Was wir jetzt brauchen, ist Faden, Nadeln und Strickmuster. Okay. Ich würde sagen, wir checken jetzt hier noch schnell die anderen Sachen aus. Und zwar zum Beispiel da der Dude, wenn ich den da. Wache. Okay, das ist eine Wache. Hallo. Wache Nummer 822 meldet sich zum Dienst. Die hat viele Wachen. Ich bin's nur, Robert. Ich wollte euch nur etwas fragen. Ich hoffe, es ist wichtig. Ich habe hier nämlich zu frühstücken. Zu frühstücken, okay. Oh, wir haben ganz viele Sachen. Zuerst mal Wache. Was macht ihr hier? Ich halte Wache. Ach so? Was genau bewacht ihr denn? Was ich bewache? Was ist das denn für eine Frage? Was? Ich bewache natürlich dieses Häuschen hier. Okay. Und die Gefangenen da unten natürlich. Und den Brunnen. Ich bin auch Brunnenwächter. Okay, Wovor sehr bewacht viel ihr zu den tun. Brunnen denn? Auftrag von Conroy höchstpersönlich. Ich muss den Brunnen bewachen. Ja, das habt ihr eben, wovor? Ich bewache den Brunnen. Reinfallen ist übrigens verboten. Ist da schon mal Okay. jemand reingefallen? Kann ich mir nicht vorstellen. Okay. Conroy. Weiß Conroy, dass du, Conroy, wo? Ist er hier? Er ist nicht hier, oder? Oh. Nein, er ist nicht hier. Aber ich hätte da mal eine Frage. Ich bin offiziell nicht befugt, Fragen gestellt zu bekommen. Das heißt, ich darf dir nicht mal welche stellen? Aber wenn ich dich einfach frage und du reagierst, so wie eben, dann habe ich doch etwas gefragt, obwohl ich das nicht darf. Und das ist schon wieder eine Frage. Okay. Ist vielleicht deine Meinung. Habt ihr Basilen. keine Angst, dass ihr versteinert werdet? Wieso sollte ich versteinert werden? Naja, ihr steht hier direkt bei dem Brunnen und eigentlich müsstet ihr einer der Ersten sein, die es abkriegen. Ich bin erst seit gestern hier. Aber danke für den Tipp. Okay. Ausblick. Du hast ja einen tollen Ausblick hier. Ja, danke schön. An guten Tagen kann ich bis nach Oberasposien gucken. Manchmal überlege ich mir, was wäre, wenn dort auch eine Wache steht, die aber denkt, dass bei ihr unten ist. Oberasposien. Obwohl eigentlich bei mir unten ist und bei ihr oben. Darüber hast du sicher lange nachgedacht. Nee, ist mir gerade so eingefallen. Okay, und jetzt einfach noch Syndomat. Was ist das für ein Automat da drüben? Weißt du nicht, was ein Syndomat ist? Ja, also wir haben das letzte Du Mal schon ein scheinst bisschen ja wirklich herausgefunden. nicht der Hellste zu sein. Was Oh, tut unser denn Robert. so ein Syndomat? Der tut gar nichts. Du musst ihm erzählen, was du getan hast. Was habe ich denn getan? Bestimmt irgendwas. Man kann nicht so durch die Gegend laufen, ohne die Basilen zu verärgern. Okay. Einen schönen Tag noch. Jawohl. Mögen die Basilen dir wohlgesonnen sein. Danke, gleichfalls. Okay, sagen wir das dann von hier so. Mögen die Basilen dir wohlgesonnen sein. Okay. Da haben wir nochmal ein Plakat. Eins von Conroys Merkblättern. Versteinert, was nun? Conroy rät, bleiben Sie ruhig und warten Sie auf Hilfe. Ja, wir haben... Macht Sinn. Conroy ist so ein kluger Herrscher. Oh Gott. Ja, viel mehr bleibt dir ja nicht übrig. Oder versteinert bist, können wir's. Brauche ich nicht. Wenn ich wieder im Palast bin, kann ich ihn so um Rat fragen. Okay. Dann gehen wir doch da mal in den Eingang. Wenn wir den auch können. Wir können. Also so eine gute Wache ist er nicht. Okay. Jetzt haben wir doch eine bessere Aussicht. Conroy Kopf. Der gute Hirte Asposiens. Der Name war Conroys Idee. Flugblatt. Was steht da drauf? Conroy rät Nummer 2445. Umsichtiges Verhalten im Falle eines Basilenangriffs. Oder versteinert. Was nun?
Ach, das kenne ich schon auswendig. Jawohl, okay. Dann schauen wir doch, was wir das sonst noch haben. Wir haben nochmal ein Phosphos. Ausblick, Conroys Palast. Können wir nochmal ein Flugblatt nehmen? Nope. Okay. Hallo. Ein Phosphos. Davon gibt es mittlerweile einfach viel zu wenige. Ja, das ist traurig, hä? Das ist eben Klimawandel. Ich lasse es lieber in Ruhe. Es sieht so friedlich aus. Okay. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, ob das Spiel eigentlich so ein bisschen auf die Hollow Earth Verschwörung so ein bisschen anspielt, weil es ist ja die Inner World, das ist ja wie innen. I don't know, maybe. Wow, der Ausblick ist ja unglaublich. Man kann fast bis auf die andere Seite von Asposien gucken. Okay. Ja, also ich habe das Gefühl, eben, dass die Theorie von der so ein bisschen, also dass es so ein bisschen abgeleitet ist irgendwie. Oder die Idee, wie es war. Conroys Palast und mein Zuhause. Ich habe das- ihn wirklich noch nie von außen gesehen. Das ist Sieht so wie ehrlich Tinder. gesagt ziemlich abstoßend aus. Ja, es sieht nicht so schön aus. Der sieht nur so klein aus, weil er so weit weg ist. Den kann ich nicht mitnehmen. Okay, Windrad. Früher haben sie sich ständig gedreht. Das war ein hübscher Anblick. Okay, kann ich mit dem noch irgendetwas interagieren? Das brauche ich nicht. Okay. Well. Zu groß, zu... Okay, was jetzt? Jetzt bin ich ehrlich gesagt schon ein bisschen überfordert. Gehen wir mal nach unten wieder. Okay. Was haben wir für Gegenstände? Wir haben einen Gehstock. Wir haben verkorkte Lavaströme. Können wir das dieser Wache geben? Ich glaube nicht, dass das... Können wir es mit dem Münzbonbon? Das wird nicht... No, das Flugblatt. Naja, dann können... Vielleicht eine Art Molotow, habe ich gedacht, aber doesn't seem like. Schöne Lunchbox. Passt bestimmt gut in meine Sammlung der Gegenstände, die ich irgendwann mal gebrauchen kann. Okay. Mitnehmen funktioniert wahrscheinlich eigentlich nicht Ich so. kann's versuchen, aber Das ist meine Lunchbox. Oh. ich weiß, ich wollte nur Die darfst du nicht haben. Ja, ich hab nur Meine Lunchbox, nicht deine Lunchbox. Okay, ist schon Schon klar. gut. Tut mir leid. Ja, was machen wir jetzt? Das ist so ein bisschen die Frage. Können wir dem irgendwie so ein Münzbonbon in die Lunchbox rein tun? Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Okay, in dem Fall nicht. Ich würde doch sagen, jetzt brauchen wir zuerst mal da die Hilfezeugs, wo ich habe ehrlich gesagt gar keinen Plan, was wir sonst noch machen können. Asposisches Hilfssystem, die Jagd nach dem silbernen Phosphos. Versuche die Taube zu fangen. Du musst Laura, das Mädchen mit der Taube, finden. Jawohl. Bringe der Frau der Bargasse ein Leibchen für ihr Baby, damit sie dir verrät, wo Laura ist. Bringe dem Schneider alles, was er braucht, um dir ein Leibchen zu stricken. Lang, dünn und stabil. Also wahrscheinlich wird das eine schon der Gehstock sein, vielleicht sogar. Okay. Kannst du irgendwo etwas entdecken, das wie ein Strickmuster aussieht? Ja, das Flugblatt, maybe? I don't know. Kombinieren, kannst du das nehmen? Wird es damit funktionieren? Ich denke Oh. schon. Ja. Sehr interessante Nadel. Was genau ist denn das? Die sieht ja aus wie ein Gehstock. Ja, witzig, nicht? Es ist schon ein Gehstock. Hauptsache, ihr könnt Aha. damit arbeiten. Wenn das ein Gehstock wäre, könnte jetzt irgendein kranker Asposer nicht mehr laufen. Ja, oh. Die Frage ist nur, ob man damit stricken kann. Genau. Ich meine, es sieht wirklich aus wie ein Gehstock. Es ist eine Stricknadel. Na gut, es wird auf jeden Fall funktionieren. Sehr schön, merci. Allerdings fehlt immer noch etwas für das Leibchen. Ich tue, was ich kann. Okay, ich habe das Gefühl, jetzt könnte eben das Flugblatt aussehen wie ein Strickmuster. Das könnte Spaß machen. Bringt aber nichts. Nope, vielleicht. Das wird nicht. Nope.
Naja, Nope. das war doch jetzt... Ja. Okay. Fragen wir mal, was er über Hallo, Schneider. Ach, hallo, junge Frau. Erdbeergarn... Ich bin eigentlich nur Ach, Robert. hallo, junge Frau. Entschuldige, die Gefangenschaft hat mich ein wenig wirr gemacht. Ui, Naja. okay. Was wissen Sie denn über... Ach ja, wegen dem Leibchen. Ja, es wird bestimmt ganz toll aussehen. Ja. Ich habe leider noch nicht alles zusammen. Frag mich alles, was du willst. Okay, ich habe eine Frage über das Erdbeergarn. Wo bekomme ich nur das Erdbeergarn her? Es ist das heilige Material. Nur die Roben der Windmönche dürfen daraus bestehen. Ja, und wir haben ja dort irgendwo eine Robbe und dort ist ja ein loser Faden dran. Seid ihr das Gleiche? Das Leibchen soll aus Erdbeergarn sein. Oh, ich erinnere mich noch gut an diesen Stoff. Ich habe die modischen Kutten, die wurden natürlich aus Das edelstem Erd. Der Stoff haben wir ist letztes aber Mal. extrem. Das Baby Genau. besteht. Nadeln. Braucht ihr wirklich 2 Nadeln zum Stricken? Kannst du Du hast noch nie verbrechen? gestrickt, oder? Ja. Wo bekomme ich nur so ein Muster her? Es gab ein Strickmuster-Fachgeschäft in der Sturmallee. Aber das hat dicht gemacht. Das hilft mir doch nicht weiter. Tja, lass dir was einfallen. Ja, Wo soll ich nur ein Strick? Lass dir was einfallen. Du besorgst in aller Ruhe das Muster. okay, ich würde sagen, wir gehen mal... Reden wir noch einmal so mit dem Schneider? Wie kommt es denn, dass ihr Schneider geworden seid? Ihr seht aus, als könntet ihr mit diesen Armen Ambosse werfen. Ach, du klingst schon wie meine lieben Eltern. Sie wollten immer, dass ich Türsteher werde. Aber ich habe früh die Liebe zum Garn entdeckt. Dann habe ich heimlich unter der Decke gehäkelt. Von da Okay. aus war es kein weiter Weg mehr zu härterem Stoff. Mit 14 zum ersten Mal geklöppelt. Ein härterer Stoff. Was soll ich sagen? Mein Vater hat mich später mit Häkelnadeln erwischt und mich vor die Tür gesetzt. Oh, Dann habe ich eben ein paar Jahre auf der Straße gestrickt, bevor ein reicher Wollmagnat mich aufgelesen hat. Das ist ja faszinierend. faszinierend. Ich war ihm näher wie 1000 andere. Der Wollmagnat hat mein Talent entdeckt und mich den richtigen Leuten vorgestellt. Dann ging es steil bergauf. Wow, toll, wie weit du es geschafft hast. Ja, Er hockt im Knast. jetzt bin ich hier. Ja, well, okay. Okay, ich gehe dann mal. Alles klar, ich... Ich bleibe hier. Ja, du hast keine andere Wahl, Dude. Ich glaube, viel mehr hat es jetzt da noch nicht. Gehen wir in die Bargasse. Hallo, ich bin's wieder. Okay. Die Wiege haben wir, glaube ich, noch nicht. Ein winziger Asposa, wie bald schon wird er ein Teil des glücklichen Volkes. Okay, doch, haben wir schon. Kann uns die Asposerin noch irgendetwas... Ach du schon wieder. Und, hast du mein Leibchen? Nö. Noch nicht. Dann weiß ich auch nicht, wo sich das Mädchen befindet. Na dann auf Wiedersehen. Okay, ich werde sicher nicht nach Hause gehen. Hahaha. Okay, vielleicht können wir ihr den Trank da geben? I don't know. Das war doch jetzt Ja, es war gerade. Die Minzbonbon. Das war doch jetzt geraten, oder? Ah, ich will es nicht kombinieren, sondern das Minzbonbon vielleicht. Irgendwie... Das war doch jetzt geraten, oder? Ja, das war geraten. Das war doch jetzt... Ja, ist gut. Was hätte der Detze? Der Detze hätte irgendwie noch... Können wir dem irgendetwas geben? Das könnte Spaß machen. Oh, Bringt aber nichts. böse. Das mache ich nicht. Ich glaube nicht, dass das... Naja, dann können... Okay, was steht nochmal auf dem Flugblatt? Vielleicht, wenn wir das erwachen könnten geben oder so? Sonst habe ich gerade wirklich nicht so. Conroy rät Nummer 2405. Umsichtiges Verhalten im Falle eines Basilenangriffs. Oder? Versteinert. Was nun? Ach, das Okay. kenne ich schon aus. Ja, was machen wir jetzt?
Aber wir können auch nochmal einmal in den Hinterhof gehen. Vielleicht haben wir dort irgendetwas noch übersehen oder haben jetzt irgendetwas, was wir dort einsetzen können. Da war ja noch das kleine Igeli-Hündli-Dings da gewesen. Vielleicht können wir ja am Müllhändler das Ding da hier anbieten. Was soll ich denn mit diesem Müll anfangen? Weiss nicht. Just do something. Okay, jetzt wird es auch wieder relativ schwierig. Schauen wir doch mal. Jawohl. 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 Ja. So wie ein Strickmuster aussieht. Okay, ich glaube hier hinter werden wir nicht fündiger. Ein Loch in der Erde. Wer es wohl gegraben hat? Warum? Wo es wohl hinführt? Die Welt hier draußen steckt wirklich voller Geheimnisse. Okay. Junge, das ist ein einfaches Wurm. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon mal... okay. Ich glaube, sie haben es schon mal gesehen. Ja, was nun? Conroys Warum führt er denn mit? Okay. Langsam. Es ist ein bisschen tricky. Muss ich also zugeben. Ich weiss gerade echt gar nicht, was wir jetzt als nächstes müssen machen. Ich weiss, dass der Losfaden existiert nämlich da innen in der Bar. Und zwar bei dem Mönch, der dort Gambler ist. Aber wir kommen irgendwie nicht dorthin. Ich kann noch mal ein bisschen umprobieren. Loser Faden. Der Stuhl ist anscheinend eingerostet. Wie lange der Mönch da wohl schon drauf sitzt? Was wird das? Ach, nicht. Nicht. Ja, was machen wir denn mit dem Ding? Warum sollte ich das tun? Ja, ihn abfüllen und dann können wir dort einfach easy das Ding dort nehmen. Warum sollte ich... Okay. Das könnte... Ich glaube nicht. Oh, ein Minzbonbon können wir sicher dort in die Ketschgummiautomat reinlassen. Das muss doch jetzt gehen. Das wird nicht klappen. No, ich will nicht mehr kombinieren. Ich will das Minzbonbon nehmen. Und das kombinieren mit dem... da. Das Yes. Minzbonbon hat schon irgendwie die Form einer Münze. Try it. Hey, da sind ja gar keine Kaugummis drin. Das sind Murmeln. Schade. Murmeln schmecken nicht mal halb so gut wie Kaugummis. Ja. Und hinterher tun die Zähne weh. Okay, was machen wir mit diesen Murmeln? Was machen wir mit diesen Murmeln, Leute? Glänzende, runde Murmeln. Ich habe das Gefühl, dass sie mich beobachten. Keine Zeit, meine verlorene Kindheit nachzuholen. Oh. Okay, kombinieren? Das könnte Spaß. Nope. Das war doch jetzt... Ja, nicht ganz. Wenn wir die Murmeln vielleicht mit dem können kombinieren können, hat der andere wache Dude vielleicht gemeint, dass der Conroy hier ist. Das könnte Spaß machen. Okay, wir haben jetzt Murmeln. Das wird wahrscheinlich hier nichts bringen. Dann gehen wir halt wieder raus. Wir zeigen doch der Wache mal die Conroy-Puppe, wo er hat ja irgendwie wie vor im Gespräch Schiss gehabt, dass er beobachtet wird. Also nicht, dass der Conroy da ist. Und er hat dann gerade wie gemeint, oh mein Gott, er ist da. Und vielleicht macht er dann irgendetwas. Ich weiß zwar nicht was. Ah, die Lunchbox. Ah, Moment, die Lunchbox könnte vielleicht der Detze dazu bringen, dass er das Gefühl hat, dass das der Schatz von der Basilen ist. Und dann wird er uns vielleicht irgendetwas geben, das wir dann weiterverarbeiten können. Let's try. Okay, wir müssen irgendwie an die Lunchbox. Oh! Basilenangriff! Alle Asposer in Deckung! Oh, Das bitte ist neu. nicht, Basilen. Bitte tut mir nichts. Ich bin ein anständiger Asposer. Stille! Sie können Angst riechen.
Basilenangriff, Ende! Oh Gott, ich habe die Angriffe der Götter bis jetzt immer nur vom Balkon aus gesehen. Heftiger Scheiß, hä? Richtiger heftiger Scheiß. Okay, da. Liebe Wache. Kann ich dir etwas geben? Warum sollte ich... Weiß es auch nicht. Ah, ja. Wer immer seine Arbeit tut, den finden die Basilen gut. Jetzt kommen wir nämlich die Stets Lunchbox. zu Diensten, Abt Conroy. Ja, jetzt können wir die Lunchbox snitchen. Ah, we got it, okay. Kann man immer gebrauchen. Jetzt. Oh mein Gott, ja genau, ich hasse der Schatz von der Basilen, der hat seine Augen drin. Und jetzt tun wir nämlich die Murmeln, die aussehen wie Keine Augen, Zeit. tun wir in die Kiste rein und geben das dem Detze. Tada, Schatz der Basilen. Die Murmeln glitzern in der Kiste. Gut, jetzt gehen wir mit dem Zeugs zum Detze. Kein Plan warum, wir machen es jetzt einfach. Wenn der Detze versteinert ist, wäre das natürlich auch hilfreich. Wobei, nein, der wäre vielleicht der Topf. Nein, der wäre nicht versteinert. Okay, wir geben jetzt dem Detze die Lunchbox und sagen ihm, das ist der Schatz von der Basilen. Hier hast du. Hey, du bist doch auf Schatzsuche, oder? Schau mal, was ich gefunden habe. Oh mein Gott. Oh Junge, die Augen der Basilen. Ein richtiger Schatz. Kann ich jetzt deine Schatzkarte haben? Na klar, das olle Strickmuster brauche ich jetzt nicht mehr. Ein Strickmuster. Okay. Yes, sir. Wir sind weiter. Was macht jetzt der Detze? Na, Detze, gefällt dir dein Schatz? Ja, Der ist doch super. du scheinst dich ja ziemlich dafür zu interessieren. Was hast du vor, Fremder? Ui, irgendwie sind da alle ein bisschen paranoid. Schatz der Basilen, Phosphos. Ja, Topf. Es ist ja schön, dass du so viel Fantasie hast. Aber glaubst du nicht, dass deine Mama ihren Topf vermisst? Das ist ein Helm aus Staluminium. Staluminium, Ich okay. weiß noch, wie ich damit die sagenumwobene Schrofarmee der Schrofe zurück in den Wurzelwald getrieben habe. Weiß eigentlich deine Mama, dass du hier ganz alleine spielst? Ja, sie hat gesagt, wenn ich will, darf ich sogar draußen schlafen. Das Ah, ist lieb. Das verständlich. ist sehr lieb, hä? Okay, das Phosphos, das brauchen wir doch nie, oder? Oder Warum brauchen hast wir du denn das? nicht einfach ein anderes Haustier? Wie zum Beispiel eine kleine, flauschige Wollmaus. Ich hatte mal ganz viele Wollmäuse, aber die sind immer durch die Gegend geflogen. Was? Oh, sie sind dir davon geweht? Wollten sie, aber das konnte ich verhindern. Ach so. Und wie hast du das gemacht? Ich habe sie auf den Boden getackert. Oh, Oh, Dann sind sie da makaber. geblieben. oh. Dann sind sie da geblieben. Ja, dann hatte ich 2 Spindelraupen. Die Spindelraub. sind aber auch immer weggekrochen. Aha. Da habe ich sie festgetackert. Oh Gott. Oh, Tag you. Dann Was hatte läuft ich mit einen dem? Wuluff, Oh, oh nein. der wollte aber auch nicht da bleiben. und dann? Bitte, rede nicht weiter. Ja, Mama hat gesagt, ich soll mich von Tieren fernhalten. Ja. Und von Tackern. Vielleicht, wenn wir ihm den Wolof geben, Und was machst du jetzt mit deinem neuen Schatz? getröst. Naja, ich habe ja jetzt eine riesige Verantwortung. Es handelt sich immerhin um die tödlichen Augen der Basilen. Stimmt. Das ist genau ich das. denke, ich werde erstmal eine Liste mit Namen machen. Na dann, Detze, viel Spaß noch bei deinem Spiel. Welches Spiel? Okay. Okay, wir brauchen aber immer noch irgendwie einen zweiten Gehstock oder ein zweites Dingenskirchens. Okay, mal schauen, ob wir da innen... Also wir geben dann sicher noch einem Gefangenen das Strickmuster. Vielleicht können wir da innen irgendwie... Ich frage mich halt, für was das Ding da ist. Können wir
wir das dem Wolf geben? Das war doch jetzt geraten, oder? Ja, es war geraten. Und der Damm da? Das könnte Spaß. Okay, bringt aber nichts. Okay. Wo ich jetzt noch nicht weiss, wie das so weitergeht, würde ich sagen. Nochmal vielleicht. Ah, er ist wach. Nein, ich lasse ihn lieber in Ruhe weiter. Okay. Ah, wir können ihm vielleicht einen Drink spendieren. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Das geht nicht, okay. Was ist, wenn wir die Puppe... Die kann ja reden, haben wir herausgefunden. Mit dem... Das war doch jetzt geraten, oder? Yes, it was. Okay. Jedenfalls, wir haben jetzt Strickmuster und das gehen wir mal dem Gefangenen gegenübergeben. So. Und der Detze, der hat ganz fest Freude an seinem echten Schatz von der Basilen. Echt. Wirklich, also, ich betone es, echter Schatz von der Basilen. Ja, jetzt ist die Frage, bekommen wir jetzt echt wie mehr Infos, was wir sonst noch, ja, wie wir das andere Zeugs bekommen? Das wäre irgendwie noch hilfreich. Also die Rätselhilfe ist ja nicht wirklich eine Rätselhilfe, das heisst einfach, was wir brauchen. Und ja, manchmal hat es kleine Tipps drin, aber let's see. Das Strickmuster. Hervorragend. Oh, ich sehe schon, das wird überaus modische Babybekleidung. Allerdings fehlt immer noch etwas für das Leibchen. Ich tue, was ich kann. Okay. Wir können nochmal einen da raufgehen. Ah, wir müssen es anwählen. Da oben hat es sonst nichts, was irgendwie brauchbar aussieht. Aber dort hat es ja so wie eine... Bei der Anzeige hat so ein Dingenskirchens. Wenn wir das irgendwie bekommen könnten, habe ich das Gefühl, es könnte irgendwie funktionieren. Anzeigen, da. Ich komme nicht ran. Okay, haben wir etwas, um dort rauf herzukommen? Nein, haben wir nicht. Vielleicht, wenn die Anzeige gegen runter geht. Nenne deine Sünde. Ich habe einfach Dinge mitgenommen, ohne dass sie mir gehören. Siehe die Schwere deiner Schuld. Das Urteil der Basilen lautet: Bezeichne dich selbst als unwürdigen Wurm und büße. Ach, das war auch immer Conroys Spitzname für mich. Vielleicht bleibt... Ich schätze, ich gehe. Nenne deine... Nein, Nenne ich gehe jetzt einfach. Nenne So, jetzt ist nämlich die Anzeige weiter runter. Vielleicht können wir jetzt herkommen. Ich komme nicht ran. Okay, wir müssen irgendwie noch ein bisschen mehr böse Sachen machen oder so. I don't know. Mit der Puppe wird das nicht funktionieren. Verkorkte Lavaströme. Okay, jetzt... So, wieder offen. Okay. Das habe ich nicht gewusst, dass das geht. Was machen wir denn jetzt mit dem... Molotow? Das könnte Spaß machen. Bringt aber nicht. Okay, Molotow funktioniert nicht. Gehen wir nochmal ganz zurück dort zum Anfang. Ja, jetzt wird's rätselhaft, ja. Jetzt würde ich sagen, jetzt gehen wir wirklich nochmal dahinter. Und dort hat es ja noch den Kescher gehabt. Vielleicht können wir den ja noch irgendwie wieder nehmen. Bevor sie hier herumliegt? Ja, voilà. Und der Fisch, vielleicht sogar? Der ist ja ganz fettig. Ich kann ihn nicht packen. Ah, okay. Flugblatt?
Zack, zack. Ich wickel den Fisch einfach in I'm a das Papier genius. ein. Okay. Eingewickelter Fisch. Was machen wir jetzt mit dem Fisch? Kescher. Kombinieren mit... Das könnte... Nope, Das könnte... nope, Warum? nope. Nein. Was ist, wenn wir da jetzt wieder da 3 kombinieren? Tada! Und jetzt der Kescher? I don't know. Nein. Nope. Okay. Nein. Jedenfalls, wir haben jetzt 2 Sachen mehr. Das ist schon mal nicht schlecht. Ich tue die wieder mal trennen. Wobei, nein, ich glaube, das muss schon der Weg sein. Okay. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach nochmal in die Bargasse rein. Und ja, ich glaube, auch für heute reicht das hier. Wie gesagt, ich finde es wirklich ein sehr witziges Spiel. Ich hoffe, ihr findet es auch irgendwie unterhaltsam. Ja, ich bin gespannt. Ich glaube, es wird nicht ganz einfach, weil die Rätsel sind. Das Spiel gibt einem halt nicht so viel Hinweise, dünkt mich. Ich werde mal noch schauen. Ja. Ja, vielleicht können wir dann mit dem Fisch irgendetwas... Er ist fettig. Ah, wir können wahrscheinlich... Wisst ihr was, das gehen wir jetzt so schnell schauen. Können wir den fettigen Fisch... mit dem eingerosteten Barhocker, dass der nicht mehr so eingerostet ist jetzt echt mal so eine Theorie von mir. Das probieren wir jetzt noch schnell. Okay. Eingewickelter Fisch. Den lasse ich schön eingewickelt. Okay, in dem Fall. Der da hier mit dem... Da. Fischöl als Schmiermittel. Es Die Idee ist funktioniert. Oh yes, okay. Jetzt ziehen wir mal noch schnell an dem Faden. Halt dich gut fest, alter Mann. Oh, Malleus, hätte ich gewusst, was du unter dieser Kutte versteckst. Was denn dann, Ottilie? Dann hättest du sicher was umsonst bekommen. Okay. Nice. Erdbeergarn. Erdbeergarn. Schon Erdbeer, aber Erdbeer. Okay. Gut, bevor wir das noch schnell gemacht. Und dann haben wir jetzt etwas mehr. Cool. Ja gut, und dann würde ich doch sagen, fahren wir in 3 Tagen weiter. Und dann möchte ich mich in diesem Moment bei euch verabschieden und sagen, merci vielmals fürs Zuschauen, habt Sorge und bleibt gesund. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!